auf den Tag genau. Jetzt echt ohne Kur? Ja, Ah. auf den Tag genau, 27. Dezember. Ja. Genau. Und eigentlich haben wir die Idee gehabt, relativ unverkrampft einen Song einspielen, also schon im Vorfeld. Haben wir mit Zeit bleibst das Gefühl gehabt, das ist einer von unseren Songs, wo wir aus dem Handgelenk schütteln. Und wenn ihr vielleicht auch so ein bisschen im Vorfeld auf unseren Instagram-Stories mitbekommen habt, hat er ja eine extreme Verwandlung, also eine extreme doch, er hat eine rechte Verwandlung durchgemacht. Und Sam, das musst jetzt du noch mal schreiben. Ist das tatsächlich so gewesen, auf dem Schreiben, sagen? Auf dem Weg in die Bandprobe ist da der Reggae-Special gelaufen, oder? Ja, du bist ja eigentlich mit der Reggae-Idee gekommen, wo man in den Song könnte packen. Das habe ich nicht gewusst. Das haben die ersten erfahren in meinem Video, das ich gemacht habe. Nur wegen dem, weil du das dir gesagt hast. Wir haben uns ja gefragt, was kommt jetzt der mit Reggae? Was soll das? Ja, ich bin ja, und der Oli hat ja dann recht müssen schwitzen nachher wegen der Beats und so, aber ich bin ja überhaupt kein Reggae-Mensch. Aber immer, wenn ich in die Bandprobe gefahren bin, ist der Reggae-Special von Lucky Winiger gelaufen, oder? Und auch wenn man nicht Reggae-Mensch ist, das Herzblut vom Lucky Winiger, das müsst ihr euch mal reinziehen, wie er das so lebt. Auf jeden Fall bin ich allgemein am Hirn gewesen, wegen dem Intro von Zeit bleibt stehen, bin nicht zufrieden gewesen mit dem Basslauf und allem. Und irgendwie ist dann während so einer Fahrt irgendwie die Idee gekommen und dann bin ich in die Bandprobe gekommen und dann hat es ein das andere ergeben und jetzt ist der Song ein bisschen in dem Reggae-Touch. Ja. Und dann hat es ein paar Krämpfe gegeben aus dem raus, gell? Weil alles hat müssen... Ja, das ist eigentlich noch special, oder? Wenn du kurz vor dem Studiotermin nochmal den Song umkrempelst. Also dort haben wir uns auf der einen Seite für die Relaxedheit sicher keinen Gefallen da, aber es zeigt halt doch wieder mal, dass wir, also es zeigt wieder mal, nein, wir versuchen einfach halt wirklich, dass wir die Songs, die wir machen, uns auch überlegen, wie machen wir das Zeug oder wo könnte vielleicht nochmal eine neue Idee reinkommen. Und das war für mich im Fall auch nicht so easy gewesen. Also meine Gitarrenparts habe ich wirklich auch nochmal müssen überlegen, wie tönt es das, ohne dass du einfach so ein bisschen Schrummel und machst. Also, da muss ja schon auch ein bisschen das Konzept dahinter sein. Dann. Also ich habe schon auch die ein oder andere Schweißperlen gehabt. Weil das ist eine Nummer, das wo man in 2 Wochen voran war, gell? Nein, das war doch schon knapp vorher. Oder knapp sogar. Ich habe gemeint, das sei wirklich hühnerknapp vorher gewesen. Wir haben ja eigentlich das Ding durcharrangiert. Also das ist einer von diesen Songs, die wir gewusst haben, den können wir. Also da sind wir sicher drin und dann sind wir alle mit abgesagten Hosenbeinen angestanden im ersten Moment, gell? Ja. Was machst jetzt du, Sam? Er hat sich Champagner eingeschenkt. Also. Raise your glasses. Was habt ihr so da aussen? Im Frühling aussen? Ah, schau jetzt, Judith hat noch reingeschrieben, Oli. Was war die Herausforderung für den Oli gewesen? Ja, einfach alles anders zu spielen. Und man muss ja ein gewisses Feeling nachher rüberbringen. Und das Feeling habe ich überhaupt nicht gehabt. Ich hatte so ein geradeaus Feeling gehabt und das auch so einstudiert und durchgedacht. Und dann habe ich alles müssen überlegen und dann eben das mit einem ganz anderen Feel zu spielen. Und das ist, und dann haben wir auch nur einmal eine Probe gehabt und es war eigentlich gar nicht gross aufeinander abgestimmt gewesen. Ich höre ja auch noch ein bisschen, was ihr spielt und probiere das nachher so ein bisschen anzupassen. Und für das, also ich habe es dann einfach im Bandraum, bei mir, beim Üben, habe ich das dann überlegt, wie könnte es am besten passen. Ja. Das ist ja, du hast ja auch recht viel zu tun gehabt, geschäftlich in dieser Zeit, oder? Wo es dann halt alles ein bisschen viel war. Genau, ja. Wir machen ja das nebenberuflich, nicht wahr? Ja. Und dann kommt manchmal ein bisschen viel auf einmal. Ja. Aber meine Masterarbeit habe ich um ein halbes Jahr verschoben dann. Das ist sicher wegen ein Ausschlag. Wegen dem Song? Also schlussendlich eigentlich wegen Lucky Winiger. Weil ich gemerkt habe, das schaffe ich nicht mehr. Bis im März schaffe ich es nicht mehr, die Arbeit zu schreiben. Darum habe ich es jetzt... Hast du gesagt, die Zeit bleibt jetzt stehen, bis in einem halben Jahr und dann gehen wir wieder weiter.
gut. Ja. Ja. Ich habe alles eingeschenkt. Was hat eingeschenkt? Nein, ich habe mein Bier eingeschenkt. Aha. Ich habe ganz ein trockenes Maul da. Das ist mühsam. Das hast du nur, weil... Wie lange haben wir jetzt... Wie lange war das? 40 Tage? Ja, müsste ich. Gell? Ja, genau. 40 Tage Fasten. Aschermittwoch her, ja. Aschermittwoch. Ja. Ui, schau jetzt. Ihr geht mir gerade aus den Ohren. Oh, sorry. Jetzt ist gut. Nein, ist gut. Alles da. Aber das Lustige ist ja noch irgendwie so ein ganzer Prozess um so einen Song. Das haben wir jetzt doch, ja, eigentlich mit Augenblick, mit Weitergehen, mit Maskenball und Zeitblick-Star, das ist eigentlich die 4. Nummer. Ja. Es hat sich jetzt schon so ein bisschen auch ein Prozess aus dem heraus entwickelt, finde ich. Also wir haben da mega viel gelernt. Erstens mal Studioarbeit, wie das abläuft, das ist ja für uns schon eigentlich wieder extrem fremd gewesen, muss man sagen. Also, Ja. wo wir mit Augenblick im Studio sind, ist das für uns ja wieder das erste Mal gewesen, seit langen Jahren. Und ich finde schon, da musst du jetzt erst wieder so ein bisschen reinkommen in den Studio-Groove. Und das ist jetzt schon, beim 4. Song hast du ein bisschen gemerkt, da gehst du wie auch anders an das Ganze her. Oder wie ist euch das gegangen? Du meinst jetzt beim Zeitblick stehen? Ja. Also weißt, die Angst vor dem Studio, ins Studio gehen, habe ich bei Augenblick extrem gemerkt, dass wir so mega Respekt hatten. Ja, ich überhaupt keinen Schnall hatten, wie das abläuft. Ja, aber ich glaube nicht Angst. Also eben Respekt finde ich fast das richtigere Wort in dem Moment. Oder ja klar, ich meine, Nervosität war da gewesen. Und bei Zeitblick stehen haben wir schon ein bisschen gewusst, auch wie wir laufen. Oder wie es bei uns ein bisschen läuft, wenn wir so ein bisschen sind im Studio. Gell? Aber eben gar nichtsdestotrotz, es kann immer etwas dazwischen kommen. Das haben wir ja auch gelernt. Also das ist... Wir haben uns ein bisschen weniger vorgenommen, würde ich mal sagen, für einen Studiotag. Ja. Immer noch zu viel wahrscheinlich, offensichtlich. Weil wir nachher auch ein bisschen haben müssen leiden in der Nachbearbeitungszeit, oder? Weil je weniger, dass man sauber spielt im Studio, desto mehr Arbeit gibt es nachher, oder? Ja. Aber für das schicken wir den Song zum Markt in die Wellnessferien. Also eigentlich zum Mixen, aber ich glaube, also Zeitblick da war wirklich in der Wellnessferie beim Markt. Okay. Was für ein ja, es hat ihm einfach rundum gut getan, der Song, dass er bei ihm war und nochmal wirklich irgendwie von Grund auf aufgebaut. Und ich meine, das Resultat ist der Hammer. Manchmal ist halt der Weg zum Resultat nicht ganz so klar, wie man sich das vorstellt, aber ich finde, zu dem kann man ja auch stehen und sagen, hey, okay, im Studio hat irgendwo halt etwas nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und mal ganz ehrlich, also die Audioqualität von Songs, die man heute hört im Radio, keine geht ins Studio und tönt einfach gerade so. Das tut man ja bearbeiten. Da schafft man ja mit diesen Audiospuren heutzutage. Das machen wir ja auch. Also das wäre ja eine Illusion, zum glauben, dass das irgendwelche Live-Tracks sind. Und das ist ja auch also der positive Punkt an dieser heutigen ganzen Digitaltechnik, wo man auch extrem mit dem Vorhandenen kann arbeiten kann. Oder? Das ist, früher ist Hit or Miss auf Band aufgenommen, entweder du hast es aufgenommen und genagelt oder nicht. Sonst hast du es nochmal spielen. Und heute ist natürlich viel mehr Möglichkeiten, um mit vorhandenem Material noch weiter zu arbeiten. Das ist schon sehr cool. Ja. Ja, aber es ist wie bei der Ferien, magst du dich auch nur an das schöne Wetter erinnern und wir mögen uns jetzt dann auch nur in einem halben Jahr ist das alles vergessen. Ja. Es hat noch einen neuen Kommentar gegeben. Habt ihr gesehen, lasst die Moni mal trinken. Ja, genau, was ist das? Das ist doch keine Kultur. Was ist Kultur? Also stoßen wir an. Ich glaube, wir machen das jetzt. Ja. Die Frage ist, ob wir den Song dazu laufen lassen, oder? Ah! Ja. Das können wir machen. Ja, absolut. Hören. Genau, das können wir machen und dann können wir Also nachher ich würde sagen, wir stoßen schnell an Ja, und dann kommt der Song und während der Song müssen wir ein bisschen ruhig sein, weil sonst gibt das Doppelige im Audio rein. Oli, was ist das? Also auf Stumm stellen, meinst du? Oli, das sieht komisch aus, das Bier.
Das Hey, ist zum das. Wohl auf den Song. Zum Wohl Wölfrisch. auf den Song, auf Ich euch. muss ein bisschen langsam anfangen. Ich kann da nicht gerade so Herzzeug trinken. Ja, grauenhaft Herzzeug. Ja. Aber schaut mal, Fröschli. da seht ihr wieder, wie verschieden wir ticken in der Band. Champagner, Ja. Weisswein, Rotwein. Also, wir hören jetzt den Song, oder? Genau, und Rösti an die Leute dort draussen, die hoffentlich auch yes. etwas zu trinken haben. Ja. Und jetzt. Psst. Also, jetzt kommt dann. Hören ihr? Sie bleibt stehen. Ich hab Maß festgelegt und Richtschnur gespannt. Grenzen gesetzt zwischen Meer und Land. Die Welt in einen Traum muss Licht und Farbe verkleiden. Ich hab die Wolken gezählt von jedem neuen Tag, kann jeder helle Strahl. Und die Sonne verlässt, der Morgenwind weckt die Welt von meinen Träumen. Mit den Sternen male ich Bilder, endlose Weite wie ein Strahlenmeer. Das ist mein Traum vom Leben, endlose Liebe von dir zu mir. Da wo du grad bist, ist der beste Ort zum Bleiben. Ich möchte mit dir ein bisschen verweilen. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich da bin an deiner Seite. Komme mit dir immer weiter, lege die Spuren vor dem Sand. Ich gebe die Welt in deine Hand. Himmel gefährt mit dem schönsten Blau, kein Gedanke von jedem Mensch, ganz genau der tiefste Punkt vom Meer von Hand berührt. Ich habe den Regen gespart, wie jede Trockenzeit, das Wasser fließt zum Meer, meilenweit. Der Mond leitet die Welt in die Hände von meinen Träumen. Mit den Sternen male ich Bilder, endlose Weite wie ein Strahlenmeer. Das ist mein Traum vom Leben, endlose Liebe von dir zu mir. Da wo du grad bist, ist der beste Ort zum Bleiben. Möchte mit dir ein bisschen verweilen. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich da bin an deiner Seite. Komme mit dir immer weiter, lege die Spuren vor dem Sand. Ich gebe die Welt in deine Hand, da wo du grad bist. Ist der beste Ort zum Bleiben. Möchte mit dir ein bisschen verweilen. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich da bin an deiner Seite. Komme mit dir immer weiter, lege die Spuren vor dem Sand. Ich gebe die Welt in deine Hand. Oh, oh, die Zeit bleibt stehen. Oh, oh, die Zeit bleibt stehen. Oh, oh, die Zeit bleibt. Ja! Ole! Ole, Yes! ole, ole, ole. Hey, der ist kein schnell vorbei. Ja. Jetzt ist der Song offiziell released. Wow! Krass. Ja, cool. Cool. Ja, cool. Cool. Hey, nochmal. Hat es euch gefallen dort draussen? Ich sehe Oh gar ja? keine Kommentare im Moment. Die sind altblatt. Nein, Kommentare. sind halt doch, platt. doch. Ohrwurm. Sehr gut. Wer Cool. schreibt das? Danke. Alessandro. Danke fürs Kompliment. Macht Ui, richtig nicht- Freude. Was? Oli, nicht nur trinken. Move an, schreibt Moni. Moni Welti. Oli soll nicht nur trinken. Ja, ja. Das geht bis jetzt am besten. Was trinken? Ja. Ich bin immer noch ein bisschen lediert. Hey. Ja, crazy, ja. Ja, verrückt. Rehydrieren. Rehydrieren, sagt man dem. Ah ja. Rehydrieren. So, Düngen. hello everyone.
Jetzt rasselt aber recht Kommentare rein. So. Wuhu! Ja, lese mal ein bisschen vor. Ich suche. Judith schreibt Upper. Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung für Super und ist noch besser wie der Super. Das ist ja, etwa so, genau. Ja, wenn sie amigs Upper sagt, bin ich nicht so sicher. Ob sie es ist oder ob es echt Chaya ist, der schreibt. Du meinst, es könnte Chaya sein. Und weiter oben steht Bröstli, warte jetzt mal auf euren Song, da steht nochmal irgendetwas. Wir sind auf jeden Fall recht froh in dieser Zeit, wenn ihr auf Spotify geht und das ein paar Mal hört. Vielleicht yes. Ja, genau. Und uns folgt und vielleicht auch ein bisschen weiter sagen davon, weil wir können kein Konzert mehr geben. Es sind jetzt etwa 3, wo wir absagen bzw. absagen werden müssen wahrscheinlich. Ja. Und können erst nach dem Sommer hoffentlich dann wieder etwas spielen. 27. August auf der Ufenau, gell? Lützelau. Lützelau. Aber das andere ist doch vorher noch. Warte, jetzt siehst du, ich weiss nicht mal unsere Daten. In Niederurne hoffen wir, dass das noch kommt mit Weekend. Das wäre sehr geil, wenn das klappt. Ja. Ist jemand von Weekend da? Marco oder Marco? Marco oder das ist ein alter Scherz wahrscheinlich für euch. Ja, das ist die uralt, ja. Weil wir machen mit Weekend zusammen in Niederurne im Blue Box ein Konzert irgendwann im Juni, Ende Juni. Ich glaube, es ist im Fall der 27. Ja, ich glaube es. Genau. 6. oder 27. Yep. Und das könnte stattfinden nachher. Vielleicht sogar. Ich wünsche, weißt du was, ich wünsche mir im Fall, dass auch gerade für alle anderen Bands so jetzt irgendwie Leute zuhören. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Entzugserscheinungen. Mit Proben, mit Live-Spielen, mit Konzerten dürfen geben. Ich hoffe es echt für euch alle oder für uns alle in dem Moment, dass wir wieder können Gas geben können. Ja, nur schon Bandproben fehlen uns doch, oder? Brutal, also, eben sage ich ja. Also, ja, voll. Ja. Ich vermisse es. Ich auch. Unglaublich. Ja. Ja. Ich meine, weißt du, sind wir dankbar, haben wir so coole Tools wie jetzt eben Zoom und so Zeug, oder? Aber es ersetzt überhaupt nicht. Nein. Die Musiker können wir nicht über Zoom, oder? Man muss sich vorstellen, wenn es ein bisschen Verzögerungen drin hat, dann geht es einfach nicht, oder? Mhm. Yes. Was gibt es noch zu sagen zu dem Song? Gibt es schon ein paar? Zum Beispiel also mit dem Anfangs-Snare-Schlag, Beste. Ja, ja. Also die meisten Leute da haben jetzt unsere Instagram-Sachen ja nicht mitbekommen. Wie ist der Snare-Schlag? Der Song fängt an, einfach pang mit dem Snare-Schlag. Wie ist der eigentlich überhaupt zustande gekommen so? Stimmt. Also der Oli hat das eigentlich von Anfang an so geplant und hat es auch so eingespielt. Und im Studio habe ich gefunden, nein, gefällt mir nicht, schneiden wir ihn weg. Und so in meiner doch nachträglich überlegten Besonnenheit habe ich dann irgendwann es ist noch ein cooler Anfang. Wir haben noch keinen Song, der so anfängt. Und der Snare-Schlag, der Knall, der ist einfach, du bist mit in dem Song drin, oder? Es fängt einfach gerade an. Bang. Das ist eine Ansage. Das ist eine mutige Ansage. Aber ja, der Mutige gehört die Welt. Ja. Und es ist ja auch das Coole daran, dass wir wirklich nach dem Snare-Schlag zack mit der Hookline einsteigen, gell? Das ist natürlich eine marketingtechnische Überlegung. Das Hookline ist ja so ein bisschen der catchy Moment in einem Song, der dir nachläuft. Und was gibt es denn Cooles, wenn du die Hookline am Anfang von dem Song kannst platzieren und du hörst sie gerade, du hörst sie gerade. Du nimmst sie eigentlich im Song rein, schon vorweg, weil das kommt ja dann nochmal. Ja, und das ist ja noch lustig, auch in dem Konzert von Barrio 5, wo man gemerkt hat, also der Mitsing-Teil ist echt für die Leute, der ist greifbar und der ist auch recht einschlägig und der haben es voll aufgefangen. Und darum ist eigentlich die Idee dann, dass das am Anfang vom Song herzuschieben und untypischerweise nicht mit der Strophe, sondern eigentlich mit der Hookline-Passage anzufangen. Das stimmt im Fall, weil eigentlich dort im Barrio ist es uns das erste Mal aufgefallen, dass die Leute das Ding so aufschnappen. Wir haben eigentlich nicht mit dem, wir haben das nicht so platziert oder wollen oder nicht damit gerechnet.
Und dort ist es wirklich aufgefallen, gell? So ein Live-Test. Und was gibt es Cooles, wenn das so passiert und kannst sagen, hey, da musst du nehmen, oder? Was gibt es Cooles, als wenn 8 Leute mitgehen mit einem Song? Vollgas. Das ganze Publikum. Nein, aber da kommt ein anderes Thema auch ein bisschen rein. Die ganze Wandlung von der Musikindustrie und wie die Leute Musik hören jetzt. Und ich merke es bei mir selber auch, wenn ich Playlists zusammenstelle für Spotify. Wenn es nicht innerhalb von der ersten 8 Sekunden anfängt, irgendwie loszugehen in einem Song, dann werde ich schon nervös. Ja. Weil ich muss vielleicht noch 50 Songs hören und ich kann nicht 30 Sekunden von 50 Songs jetzt gerade hören, sondern ich muss irgendwie gerade merken, ob etwas daherkommt. Und das hoffe ich, ist jetzt gerade auch noch das, was wir gelernt haben, live aus dem Konzert und dort vorne angestellt haben, dass das vielleicht auch gerade noch gut ankommt. Spotify ist jetzt noch nicht so, dass wir unsere Songs umarrangieren, explizit für Spotify, aber es ist tatsächlich etwas, wo Musikbusiness wirklich halt auf den Kopf stellt. Absolut. Und vielleicht noch zu dem Snare-Schlag. Also das ist nicht nur ein Snare-Schlag, sondern das ist Snare, Tom und Bassdrum. Und das ist eben live auch sehr geil zum Spielen, weil man recht viel Gewicht dann reinlegen kann. Und es fühlt sich einfach gut an, wenn man einen Song einzählt und dann einfach vorzogen einmal so ein bisschen recht druckvoll einmal eine Energie kann reinbringen und es dann in den Song hineingeht. Und darum bin ich ja so Fan von dem Auftaktschlag, weil es sich live so gut anfühlt. Und wir haben ja das auch im Studio noch besprochen, nur jetzt zurück nochmal zu dem, dass wir das optional beides mal drin lassen und mal schauen, wie es sich entwickelt. Und die Entscheidung ist jetzt, dass wir es gleich reinnehmen. Live kommt der sowieso, weil das fühlt sich sehr gut an. Ja. Du wirst ihn einfach machen. Ich mache ihn nicht, ja. Egal. Da hinten dran. Also. Ich kann sagen, egal was wir sagen, du hättest ihn gespielt. Ich meine, es wäre einfach... Aber apropos, weißt du, kompliziert oder Schwierigkeit in dem Song. Es gibt ja einen Break gegen das Ende von dem Song und jeder, also Break ist ein Stopp quasi in dem Song und jeder Stopp ist eigentlich genau ein Schlag. Und der Oli hat ja in dem Song mal die Idee gehabt, dass der Stopp eben nicht nur ein Schlag, sondern 2 Schläge geht. Ah, das bist du gewesen? Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich muss heute noch mich konzentrieren, zum innerlich zu zählen, weil das geht gegen meine Hand. 2 Schläge Pause. Es stimmt, wenn nicht im Kopf, gell? Das ist echt tricky, obwohl der Song wirklich für mich zum Spielen eigentlich recht sick drin ist, aber der eine Zusatzschlag, das rührt die einfach aus dem Timing raus. Ich muss wirklich innerlich mitzählen, sonst haut es mir dort auf den Latz. Aber ist eigentlich genau geil, oder? Also... Ja, also, wenn die Zeit stehen bleibt, musst du stehen bleiben, kannst nicht nur davon singen, sondern musst es irgendwie auch machen. Und du müsstest mal mein Metronom hören, das macht ja in meinem Ohr, in meinem Kopf hinein, piep, 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 piep. Und das ist nachher genau verschoben, das Piep. Nein! Und das ist dann auch so ein bisschen psychomässig, wie es sich antönt. Aber da gewöhnt man sich natürlich auch dran. Man wächst da Herausforderungen. Genau. Aber nein, witzig. Also ich finde es auch eine unglaublich tolle Nummer zum einfach spielen, live und auch im Bandraum, weil das ist so voll mein Herzschlag. Irgendwie das Tempo von dem Song, die Art von der Tonart, Melodie, wie er daherkommt jetzt. Ich finde es wirklich sehr cool, um den Song zu spielen. Es macht richtig Freude. Und ich habe wirklich jetzt auch echt Freude, dass das unsere aktuelle Single ist, die wir rauskoppeln. Und ich bin einfach gespannt auf Reaktionen, wie er ankommt, wie der gefällt. Ja, also, das finde ich im Fall auch noch einen guten Hinweis. Schreibt uns das, hört das Ding und schreibt uns, wie er euch gefällt und was euch gefällt. Das bringt uns schlussendlich als Band extrem auch weiter. Ich würde vorschlagen, dass wir den Anfang vom Song nochmal hören. Jetzt, wo wir geschwätzt haben über den ersten Snare, Kick und Tom-Schlag. Alles aufs Mal. Und auf die Hookline, die gerade am Anfang kommt. Ja. Dass wir einfach die ersten 20 Sekunden oder so wieder reinhören. Okay, mach mal. Ja.
Wenn wir da hoffentlich finde ich den Song wieder. Zeit bleibt stehen, ich hab Maß festgelegt und die Richtschnur gespannt. Grenzen gesetzt zwischen Meer und Land. Eine Welt in einen Traum muss Licht und Farbe verkleiden. Das ist so der Anfang. Vielleicht nochmal, dass der Tom, Snare und Kickschlag nochmal richtig kommt. Noch einmal. Achtung, Leute, jetzt Achtung, hören. Das Wort. Aber du, ich meine, das ist, wie viele Sekunden sind es vom ersten Tom, Snare, Kickschlag bis dann die Strophe einsteigt? Das ist schon noch, ist recht schön zusammengestimmt, Dingselt, weißt du? Etwa 15 Sekunden innerlich zählt. Und dann ist zack, bumm, fängt der Song mit Strophen an, oder? Ja. Frech, ja. Ich weiss noch, als ich... Ja. Als ich das erste Mal den Mix gehört habe, weißt du, als ich das erste Mal den Mix gehört habe, den du geschickt hast, Beske, dort habe ich das erste Mal gehört und dachte, was ist das? Gerade weil eben der Snare-Kick-Dingsbumsschlag so weit vorne war und alles. Ja. Und im Nachhinein, ich muss sagen, je länger, je mehr Freude. Ja. Also so ist es mir gegangen mit dem Ganzen. Ja, voll, ja. Es ist natürlich so ein Prozess von so einem Song machen oder aufnehmen, der hört keinesfalls im Studio auf, sondern im Studio spielst du einfach mal Sachen ein. Unter Umständen spielst du sogar zu viele Sachen ein, weil du hast vielleicht noch so ein Ass im Ärmel, wo du findest, komm, wir nehmen noch ein Gitarrenspiel da auf. Und dann macht man einmal so, dass man das hört und dass das mal irgendwo klingt und man schaut einfach mal auf grundlegende Fehler. Aber ob denn die Spur oder ob der Track dann wirklich im finalen Mix überhaupt funktioniert, das ist überhaupt nicht gesagt. In der Strophe habe ich dann irgendwann gefunden, da stirbt ein ganzer Gitarrenteil. Er hat nichts dazu beigetragen, dass der Song besser wird. Im Gegenteil, es war eher so ein bisschen unruhig und überladen gewesen. Und da musst du halt etwas, was du sogar eingespielt hast, das hörst du dann gar nicht. Das musst du dann auch bereit sein, zum über Bord werfen. Oder Backings, wo vielleicht dann irgendwo nicht alle Backings dran sind, um die in den Mix hineinzunehmen. Also, ja, das ist dann auch nochmal ein Prozess und auch Entscheidungen, die man als Band muss fällen. Machen wir es so, wenn wir viel Hall, wenn wir wenig Hall, wenn wir Delay in der Zwischenphase, ist die Stimme weit vorne, kommen die Backings weit vorne. Und da haben wir auch wirklich ein Privileg, weißt, dass wir ja Leute haben um uns herum, wo das mit mega viel Liebe zum Detail auch machen. Oder? Ein Bernd im Studio, wo wir uns wirklich absolut wohlgefühlt haben in dieser Studiozeit bei ihm, um einfach die Kreativität rauszuschütteln, der Marc, der die Mixes gemacht hat. Und sagen grosses Dankeschön an die Leute in unserem Umfeld, die uns geholfen haben, dass der Song jetzt so klingt, wie er tut. Absolut. Das ist extrem viel Arbeit, wo wir wertschätzen und wissen, was es heisst, einfach irgendwo hinter diesen Reglern sitzen und die Wünsche von uns umzusetzen, wo man unglaublich schwierig in Wort fassen kann. Weißt, das finde ich auch. Wir wissen eigentlich ziemlich genau, wie der Song sollte tönen, aber beschreibt das einmal. Und nur schon wir 4 untereinander, also das dürfen wir ja schon sagen, oder? Wir 4 untereinander haben die grösste Mühe, um einen Konsens zu finden, was meint überhaupt jeder in Bezug auf den Mix, was hat jeder für Vorstellungen. Da haben wir im Fall echt nochmal lernen, neu miteinander kommunizieren. Und das hat uns also bei diesem Song wirklich auch nochmal komplett aufs Glatteis geführt, wo wir aber auch alle einen rechten Lehrplatz aus dem rausgezogen haben. Ja. Und das gehört auch zu Bandleben viel. Ja. Es bereichert es ja schlussendlich auch. Gell? Ich meine, das ist auch das Coole, finde ich, weißt, mittlerweile, dass wir können, auch wenn wir im Studio sind, ob jetzt das als Instrumentalist oder ich als Sängerin, es kann passieren, dass ein Part von dem, was du gemacht hast, völlig reduziert am Schluss herkommt und der grösste Teil von dem, was du gespielt hast, vielleicht dann gar nicht mehr stattfindet. Oder? Und das muss man nehmen können, finde ich. Also wir alle. Mit dem musst du umgehen, dass du am Schluss sagst, weißt, für den Song dient Sepp und Sepp am besten, nicht das und das, was ihr euch vorgenommen habt. Oder? Ja. Und das finde ich halt schon noch mega, da bin ich auch sehr dankbar dafür, was für Dinge wir jetzt auch gehabt haben, um das zu diskutieren untereinander. Egal. Schlussendlich sind wir dann so zielgerichtet, dass wir sagen, wir wollen, dass der Song verhebt.
Genau, das Bestmöglichste. Ja. Und ich meine, die Weiterentwicklung von Musik, das ist das cool. Also da muss ich euch auch ein Kränzchen winden. Also ich glaube, ich komme ja auch des Öfteren mal mit unkonventionellen Ideen. Und das Mal ist jetzt der Sam mit dem Reggae-Teil. Und dass man sich als Band auf etwas Neues einlädt, immer wieder und sich überlegt, wie könnte der Song vielleicht noch besser werden oder wie können wir als Band noch besser werden, in allen Bereichen. Das ist schon cool, einfach auch mit euch unterwegs zu sein und mit dieser Band unterwegs zu sein. Und das hebt die dann auch wieder so ein bisschen über die Zeiten raus, wo vielleicht jeder auch mal kämpft in einer Band, oder? Das kann man ja auch ansprechen. Es ist nicht nur einfach immer Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein, sondern du gehst miteinander lange Jahre. Da hat sich bei uns auch eine Freundschaft entwickelt. Und trotzdem müssen wir merken, in gewissen Bereichen kennen wir uns eigentlich extrem gut und gleich extrem wenig. Weißt du, es ist wie so beides, oder? Wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann musst du irgendwie wie nochmal neu dich aufmachen und sagen, okay, gibt es vielleicht Sachen, die nie ausgesprochen worden sind, weil in einer Bandprobe geht es ja ums Musik machen, solltest du Set durchspielen, solltest neue Songs anschauen und solltest noch organisatorisch ein bisschen schauen, dass du irgendwie up-to-date bist. Und dann kommt also die ganze zwischenmenschliche Geschichte kommt vielfach zu kurz, oder? Ich habe es noch lustig gefunden, im Interview Radio Live Channel haben wir ja recht grosszügig darüber geredet, wie man es gut miteinander handelt und so. Und nachher, gerade 2 Wochen später, gerade bei dem Song, sind dann gewisse Sachen wie so ein bisschen aufgebrochen, die wichtig sind. Aber ich kann dann im Nachhinein so ein bisschen schmunzeln darüber. Und natürlich schaut man ja immer wieder zurück, und wenn man den Song nachher fertig hat, dann kann man ja dann auch sagen, ja, das Resultat ist so cool und es hat sich gelohnt, den Weg zu gehen. Und an das erinnert man sich ja dann in so Momenten, wo ich finde, jetzt könnte es anders sein oder ich hätte es gerne anders. Und wir machen es dann gleich nicht ganz so, wie ich mir vorgestellt habe. Dann probiere ich schon daran zu denken, theoretisch, dass es am Schluss ja nachher dann ein Resultat gibt, das dann sehr cool wird sein und dass nicht so fest darauf ankommt, was ich jetzt finde. Und das sieht man jetzt ja auch. Und ich denke, ich werde mir das immer wieder einmal in Erinnerung rufen. Wenn es wieder verschiedene Vorstellungen gibt, wie es dass immer das, wieder was wir wird schlussendlich haben, passt ja in sich. Schlussendlich auch durch das, dass wir Leute haben, die uns beraten und unterstützen und das auch produzieren. Und das ist einfach cool. Und so macht es auch Freude. Yep. Ja, und irgendwo, du musst ja auch Meinungen werden gebildet, oder? Du musst die auch irgendwo ein bisschen reiben aneinander. Ja. Das gehört dazu. Ich glaube, durch das sind wir aber auch in den letzten 2 Jahren irgendwo, hat uns das ein bisschen aus der Reserve rausgeholt. Weil ich mag mich noch erinnern, wir haben vor etwa 2 Jahren in dieser Band gesagt, also wenn denn jetzt nicht etwas passiert, dann sehen wir wie eine Art so ein bisschen den Sinn nicht von dieser Band, oder? Also, glücklicherweise ist dann so wie ein neuer Step gekommen mit Studioaufnahmen und so weiter. Aber es ist natürlich für so manche Bands in der Schweiz extrem schwierig, wenn du einfach im Bandraum existierst. Du kommst nicht recht an Konzerte her. Du hast vielleicht sogar Songs produziert, aber du kommst nicht zu Airplay, was ja auch extrem schwierig ist im Moment. Und der nächste Step oder der nächste Level in diesen verschiedenen Bereichen zu finden, das ist extrem schwierig. Und das für mich jetzt noch in dem ganzen Prozess positiv war, ist so ein bisschen versuchen, die Wertschätzung hineinzubringen hinter jedem Bereich, wo wir machen in der Band. Es geht nicht nur um Songwriting, das ist ja nur ein kleiner Teil. Sondern es geht auch darum, das ganze Marketing hindurch, die ganze Organisation, der ganze Social-Media-Bereich, wo es nicht unbedingt so meine Stärke war, wo ich jetzt mit diesen paar Videos wie so ein bisschen eintauchen in das und auch mal gesehen, was bedeutet das für einen Sam oder einen Oli. Weißt, immer aktiv zu sein in diesen Bereichen. Also es hat wie so ein bisschen ein Sharing stattgefunden im Vorfeld von dem Song und das finde ich recht cool. Ja. Stimmt. Judith hat gerade noch eine coole Frage gestellt. Die habe ich mir eben heute Morgen auch gestellt. Wann kommt der nächste Song? Weil wir haben ja einen in der Pipeline. Wir haben einen in der Pipeline, ja. Aber der ist auch noch mal ein bisschen in der Wellness-Ferien. Ist das schon? Ja. Oh, geil. Ja. Ja. Ich habe noch kein Resultat gehört, aber wir haben das Gefühl, dass da noch mal ein bisschen Sphäre könnte reinkommen. Und
Der wird kommen. Wann? Ja, unser Ziel ist ja, etwa 6 Mal im Jahr einen Song rauszubringen. Wenn man heute als kleine Band laufend regelmäßig etwas braucht, um wieder schwätzen drüber und nicht einfach nur einmal im Jahr ein Album kann rausbringen und dann auf eine Welttournee kann gehen, oder? Ja. Und darum ist die Hoffnung, dass der nächste Song vielleicht in 2 Monaten oder so wird kommen, aber da müssen wir uns halt unsere Zeit nehmen, wie der Song jetzt auch ein bisschen länger gegangen ist, als wir gedacht haben. Und die Sache ist ja die, dass wir ja keine Konzerteinnahmen mehr haben und jetzt müssen wir einfach den Song so viel mal streamen auf Spotify, bis wir wieder können Studio oder den Mix zahlen. Das ist jetzt du musst es so sagen, das ist euer Weckton, das ist euer Mittagspausenlied, das ist euer Einschlaflied, das ist all in one. Das ist euer Mitternachtslied. Oh, ja, genau. Es gibt 0,5 Rappen jedes Mal, wenn er es streamt. Kann man ausrechnen. Wir hätten ja eigentlich auch noch einen Kleidershop, wo man ganz coole Hoodies und so weiter könnte bestellen, oder? Für Leute, die jetzt wirklich gefunden haben, hey, die Band ist noch cool, die möchten wir unterstützen. Müssten wir vielleicht irgendwo wieder mal auf Facebook posten. Weil meine Kinder habe ich da dazu gebracht, dass sie Spiegelbild-Shirts anlegen. Ist ein bisschen einfacher bei meinen Kindern. Die können sich nicht wehren. Die haben keine Wahl. Ja, es gibt, wenn ihr auf spiegelbildband.ch geht, hat es irgendwo im Menü Shop. Hoffentlich. Das können wir vielleicht gerade testen. Und dort drin kann man uns natürlich, wenn man ein T-Shirt kauft, dann hilft uns das mehr als irgendwie 10.000 Screens oder 5.000. Ich könnte das selber ausrechnen. Ja. Ich habe ja meine Kappe liegen lassen im Zug. Was hast du? Und meine Kappe habe ich liegen lassen im Zug. Und da habe ich gedacht, ich kaufe eine Spiegelbildkappe. Aber jetzt ist so schönes Wetter, jetzt kaufen die auch nicht mehr. Nein, ihr müsst einfach alle eure Kappen liegen lassen im Zug. Dann könnt ihr eine Spiegelbildkappe kaufen. Ich meine, das ist auch... Ui, ist schon wieder. Sport. Aber T-Shirt hat sie ja auch, es hat ja Sommerbekleidung. Genau. Sommerbekleidung. Sommerbekleidung. Okay, also ich höre uns würde es auch interessieren, was ihr haltet von so einer Online-Release-Party. Wenn ihr Ideen habt dafür, ich glaube, wir werden sicher noch den Song noch mal spielen, irgendwann dann gegen Schluss. Und der Pest hat noch etwas sagen, habe ich das Gefühl gehabt. Nein, ich habe nur gedacht, weißt, ich höre gerade den Grill vom Nachbarn, ich komme langsam Hunger über. Ich muss auch noch ein Lamm machen. Dann lassen wir doch den Song nochmal laufen und hoffen, dass ihr nachher den Weg findet zu dem Song auf iTunes oder Spotify oder Google Play, überall. Und auch ein bisschen weiter erzählen davon, das würde uns natürlich super freuen. Und was noch wichtig ist, gell? Wenn dann die Konzerte wieder kommt an Konzerte. Also wir machen sicher vorher noch mal einen Aufruf, aber schreibt es euch hinter die Ohren, Konzerte kommen wieder. Und es gibt auch mega viele andere gute Mundart-Bands in unserem Umfeld. Also Weber Wohler ist zum Beispiel so eine Band, die wir letztens entdeckt haben, die unglaublich gute Musik machen, wo ich weiss, dass sie auch in Kürze, glaube ich, ein ganzes Album rausbringen. Weekend ist so eine Band, wo wir ein bisschen Kontakt haben mit ihnen. Und es gibt auch viele Schweizer Musiker und viele Schweizer Bands. Und vor allem Mundart-Bands, die den gleichen Weg wie wir eingeschlagen haben. Und das wäre natürlich cool, wenn wir einfach so ein bisschen die Mundart-Szene unterstützen in Zukunft. Das wäre... Penelope Athena, wenn du zuhörst, die hat gerade einen Mundart-Song in Reggae-Touch, noch viel mehr Reggae als mir, rausgebracht. Winky, wenn du zuhörst. Ich tue jetzt mal den Ton einschalten. Okay. Und Mango essen? Den Song essen. Komm, Leo, kannst du zu mir kommen? Oh ja, warte schnell, Sam. Siehst noch die Moni, siehst noch den Götti, siehst noch den Sam, wenn du zu mir kommst. Du kannst schnell schauen. Du kannst raufkommen. Schau mal dort. Wuhu! Hey! Hoi, Leo! Hoi! Wuhu! Juhu! Siehst du uns? Yay! Hoi, Leo! Hey! Woo! Sollt
eben etwas zum Essen da unten. Darum ist es jetzt nicht so wahnsinnig interessant. Wir haben uns alle Mühe gegeben. Okay, genießt jetzt noch den Abend und Ja. der Song Yes. kommt und bye-bye miteinander. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Zeit bleibt stehen. Ich hab Maß festgelegt und die Richtschnur gespannt. Grenzen gesetzt zwischen Meer und Land. Die Welt in einen Traum muss Licht und Farbe verkleiden. Ich hab die Wolken gezählt, von jedem neuen Tag kann jeder helle Strahl. Und die Sonne verlässt, der Morgenwind weckt die Welt von meinen Träumen. Mit den Sternen male ich Bilder, endlose Weite wie ein Strahlenmeer. Das ist mein Traum vom Leben, endlose Liebe von dir zu mir. Da wo du grad bist, ist der beste Ort zum Bleiben. Ich möchte mit dir ein bisschen verweilen. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich da bin an deiner Seite. Komme mit dir immer weiter, leg die Spuren vor dem Sand. Ich geb die Welt in deine Hand. Himmel gefärbt mit dem schönsten Blau, kein Gedanke von jedem Mensch, ganz genau der tiefste Punkt vom Meer von Hand berührt. Ich habe den Regen gespart, wie jede Trockenzeit, das Wasser fließt zum Meer, meilenweit. Der Mond leitet die Welt in die Hände von meinen Träumen. Mit den Sternen male ich Bilder, endlose Weite wie ein Strahlenmeer. Das ist mein Traum vom Leben, endlose Liebe von dir zu mir. Da wo du grad bist, ist der beste Ort zum Bleiben. Möchte mit dir ein bisschen verweilen. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich da bin an deiner Seite. Komme mit dir immer weiter, leg die Spuren vor dem Sand. Ich geb die Welt in deine Hand, da wo du grad bist. Ist der beste Ort zum Bleiben. Möchte mit dir ein bisschen verweilen. Zeit bleibt stehen, wenn ich da bin an deiner Seite. Komme mit dir immer weiter, leg die Spuren vor dem Sand. Ich geb die Welt in deine Hand. Oh, oh, Zeit bleibt stehen. Oh, oh, Zeit bleibt stehen. Oh, oh, Zeit bleibt. Zeit bleibt stehen. Noch glatt gewesen mit euch. Ja. Coole Release-Party gewesen und geniessen noch den Grill vom Nachbar. Schöne Ostern. Bye bye. Tschüss. Schöne Ostern. Tschüss. Bye bye.